Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Altesse royale, c'est une grande joie de vous avoir parmi nous pour célébrer ensemble cette messe votive en l'honneur de Notre-Dame de Luxembourg. Bienvenue, vos Altesses royales, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse. Bienvenue au Prince Félix, la Princesse Claire. Bienvenue au Prince Louis. Je salue très cordialement les frères dans l'épiscopat. Ich begrüße sehr herzlich die Mitbrüder im Bischofsamt. Vorrei esprimere un saluto cordiale ai confratelli nell'Episcopato. En premier lieu, Son Excellence Monseigneur le nonce apostolique auprès de l'Union européenne, Noel Trenner. It's a great pleasure to have you here in Luxembourg. Natürlich sind wir froh für all Joa, dass mein lieve Viergänger, der Monseigneur Frank Hayas, und noch als Weihbischof der Leo Wagner. Je salue leurs excellences Monseigneur Persa, archevêque de Bucarest, Monseigneur Franz Lackner, archevêque de Salzbourg, primat de Germanie et président de la conférence épiscopale d'Autriche, Monseigneur Lucio Mwandula, évêque de Xai-Xai au Mozambique et vice-président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Monseigneur Ladislav Nemet, archevêque de Belgrade, vice-président de la CCEE, qui tiendra l'homélie en ce jour de fête. Monseigneur Martin Kmetek, archevêque d'Izmir en Turquie. Monseigneur Anton Kosa, évêque de Chisinau en Moldavie. Monseigneur Theodorus Hohenbohm, évêque auxiliaire d'Utrecht. Je salue aussi avec respect Monseigneur Inge Huang, secrétaire de l'Annonciature apostolique au Luxembourg, et le très révérend Père abbé de Clairvaux, Don Michel Jorot. De nos églises sœurs, je salue bien fraternellement le Père Panagiotis de l'Église orthodoxe, vicaire apostolique pour le Luxembourg. Ganz herzlich begrüße ich auch die Zivilautoritäten. Herr Ehrestaatsminister Jean-Claude Juncker, da kann ich auch Herr Präsident sagen, die zwei Güllen, merci für die drei für all Joheit zu sein. Den Ehrestaatsminister Jacques Santer, den Herr Vizepräsident von der Chambre, den Herr Marc Spautz, Madame Ehrepräsidentin von der Chambre, Madame Erna Henniko Schöpsches, den Herr Ehrepräsident von der Chambre, den Herr Jean Spautz. Ich bin noch froh, dass ein Europadeputierten ändert uns ist. Und auch Deputierten hier aus unserer Chambre zu Lützeburg. Ganz herzlich willkommen, Madame Bürgermeister. Willkommen all die Damen und die Herren vom Chefen am Gemeinderat von der Stadt. Last not least, ein herzliches Willkommen an Domkapitular Gregor Kauling. Wir kennen ihn. Er ist nicht alleine gekommen, sondern mit einer ganzen Gruppe aus Kevelaar. Recht herzlich willkommen. So, haben wir genug Titel gesucht. Lo, wenn man so von denen, die weiter keinen Titel hat, mit den wichtigsten, als den Herrgott. Aber so nehmen, dass wir sein Erbarmen, sein Verzeihen brauchen. Dass wir nicht nehmen irgendwie leben können, aber dass wir froh leben können.
Gloria in excelsis Deo. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège,
le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Criez, criez de joie, terre exulte, montagne éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr der Scharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen hin zum lebendigen Gott. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Selig, die in deinem Hause wohnen, o Herr, zu allen Zeiten dich preisen. Wahrlich, ein einziger Tag in deinen Höfen, er ist besser als tausende sonst. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in der Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir vor Gott getröstet werden, wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so
wird uns durch Christus auch überreichen Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wort des lebendigen Gottes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Liebe Schwestern und Brüder, die Oktav, die zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria gefeiert wird, kommt langsam zu Ende. 2 Wochen lang pilgerten täglich unzählige Gläubige aus ganz Luxemburg, der deutschen Eifel, dem französischen Lothringen und der belgischen Provinz Luxemburg in die luxemburgische Hauptstadt. Der tiefe Glaube
unter die Kreativität und Vertrauen der Jesuiten vor fast 400 Jahren bringt bis heute in unseren Tagen hinein Früchte. Dieser Pilgerbrauch geht auf das Jahr 1666 zurück, als die Pest in Luxemburg wütete. Damals beschloss der Provinzialrat, Maria, die Mutter Gottes, zur Landespatronin, Beschützerin und zur Trösterin der Betrübten, damals Consolatrix Afflictorum genannt, zu wählen. Seitdem pilgern die Einwohner des Herzogtums zur Kapelle des gnadenreichen Bildes der Jungfrau, Heilung von Krankheiten und den Schutz und Trost der Jungfrau Maria zu erbitten. Während der beiden Weltkriege im vorigen Jahrhundert war Luxemburg vor Deutschem Reich besetzt. In der Folge nahm sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine führende Rolle bei der europäischen Integration ein und wurde zum Gründungsmitglied der NATO, UNO und der Europäischen Union. Die Erfahrung, nicht frei sein und danach frei sein zu dürfen und zu können in den 2 Weltkriegen, hat die Bevölkerung dazu bewegt, sich für Frieden einzusetzen. Und das ist eine große Botschaft. Das Leid und Not, die man selbst erfahren hat, in ein großartiges Friedensprojekt zu verwandeln, damit es der kommenden Generationen besser geht und sie in Frieden leben können. Wir wissen alle, dass die Europäische Union als solche ins Leben gerufen wurde, als ein Friedensprojekt. Und Luxemburg kann hier nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Seit 1960 hat sich die Bevölkerung des Großherzogtums verdoppelt. Von 320.000 bis heute 640 oder 50.000. Eine mächtige, starke und lebendige Stadt und Staat mit einer wichtigen Rolle in der Europäischen Union. Könnte Luxemburg nicht nur eine Hauptstadt der Union sein, eine Hauptstadt des Kapitals und von einem vermeintlichen Steuerparadies, sondern warum nicht auch die Hauptstadt des Friedens sein? Dieses Volk findet Trost und Heil bei Maria. Von Jahr zu Jahr schaut sie ganz intensiv und bewusst auf Maria in diesem Vertrauen. Und bei Maria lernt, dass diese Erfahrung von Heilung und Trost in der Welt, in Europa, heute erfahrbar gemacht werden kann. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass Ihre Erfahrung mit Maria, Ihre Geschichte der Treue zu Maria und Ihr Vertrauen, dass Sie bei ihr Trost und Heilung finden, diese Erfahrung ist nicht nur eine Gabe, sondern auch eine Aufgabe. Ich bitte Sie, geben Sie diese Erfahrung weiter und werden Sie zu einer Hauptstadt, zu einer Kathedrale des Friedens in der Welt, im heutigen Europa, die vom Krieg gequält ist. Seit fast 400 Jahren nehmen Sie jedes Jahr auf sich die Bemühung des Pilgerbrauchs. Sie machen eine kürzere oder längere Reise. Sie kommen in die Hauptstadt und Sie schreiben Ihre Geschichte mit unserem lieben Gott und seiner heiligsten Mutter Maria. Ja, wir sagen heute,
Reisen ist nicht mehr so kompliziert. Wir haben Autos, öffentliche Verkehrsmittel. Wo ist das Problem? Die Pilger waren früher immer zu Fuß unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Aber auch heute ist es eine echte Entscheidung, sich auf den Weg zu machen, die Komfortzone zu verlassen, sich in gewisser Hinsicht der Gefahr des Weges auszusetzen. Denn auch mit den Autos ist es nicht immer ungefährlich. Aber vielleicht erweitern wir unsere Pilgerreise auf die kommenden Tage und Monate und schauen wir, wie wir tagtäglich für den Frieden mit konkreten Schritten in unserem ganz alltäglichen Leben gehen können. Uns inspiriert die Mutter Gottes, die Erfahrung der Heilung und Trost, die wir in unserem gemeinsamen Gehen des Alltags mit anderen erfahrbar machen wollen. Lassen wir uns unterwegs von der wunderbaren Schöpfung inspirieren. Bewundern wir die Schönheit des Lebens, der Natur. Nehmen wir die kleinsten Dinge wahr. Werden wir zu dankbaren Menschen. Nehmen wir mutig mehr Zeit. Dort, wo bis jetzt sehr sparsam waren und uns dabei eigentlich gar nicht gut ging. Aktivieren wir besonders unsere Liebe zu der Natur. Hören wir ihr zu und hören wir unseren Mitmenschen zu. Machen wir so wie Maria. Lernen wir mit Interesse zum anderen kleine Fragen zu stellen. Und hören wir aufmerksam zu. Halten wir das Leid und Ungeduld des anderen aus, so wie Maria das mit uns von Tag zu Tag macht. Werden wir zur Hauptstadt des Friedens, wo Menschen den Mut haben, zusammenzugehen, füreinander da zu sein. Eine Hauptstadt, wo man gerne ist, weil sie verstanden hat, wie sie eine Oase des Friedens werden kann. Das Christentum war nie eine Einbahnstraße. Wir waren immer eine Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen. Gemeinsam miteinander unterwegs. Deswegen sagen wir, dass die Synodalität die Natur der Kirche ist. Synodal zu sein heißt, miteinander zu gehen, miteinander unterwegs zu sein. Und wir wissen aus der Erfahrung und aus der Geschichte, wie dramatisch für viele das wird, wenn statt ein Miteinander ein Gegeneinander sich verbreitet. Papst Franziskus sieht diese Versuchung im 3. Jahrtausend. Statt die Mühe und die Geduld des Miteinanders zu lernen, der Menschen schneller und leichter eine Kultur des Gegeneinanders zu pflegen neigt. Und weil sie sehr klug und weise ist, unser Papst, schickt er die Weltkirche in die Schule der Synodalität, des gemeinsamen Gehens, mit allen Mühen und Hürden und natürlich Spannungen, weil er uns vertraut, dass wir es schaffen können, diese Schule in der Spurtreue Jesu und Maria zu absolvieren. Was der Papst jetzt macht und dabei auch ihr Kardinal schwer beschäftigt ist auch eine Form von Pilgerreise. Gemeinsam zu gehen, wie die Jünger von Emmaus, sich der Unsicherheit auszutreten, auszusetzen und immer wieder die Möglichkeiten des Lebens in der Wirklichkeit zu erkennen. Tröster und Trösterinnen zu sein, weil wir das bei Maria erfahren dürfen. Die Szene des heutigen Evangeliums mit Maria und dem Johannes zeigt uns, dass wir in Jesus eine Mutter haben und dass Maria an uns als Töchter und Söhne denkt.
Welch eine tiefe Beziehung wird hier, ich sage mal, uns zugesprochen. Eine tiefe Verwurzelung, die nicht aufhört, aufeinander zu schauen, einander zu vertrauen. Ein Verlass, das in Momenten des Leides, die wir gar nicht verstehen oder begreifen können, jemand ist da und er oder sie macht sie ganz leise in den schwierigsten und aussichtslosen Situationen auch für uns bemerkbar. Solche Momente sind Momente, wo wir mit großem Respekt und Bewunderung einfach staunen, dass die Liebe Gottes größer ist als unser Herz und als jede Bosheit der Welt. Sie haben vielleicht gehört, was letzte Woche in Belgrad passiert ist, nicht einmal 100 Meter vor meinem Haus, wo ich lebe. Ein 30-jähriger Bub hat 8 Klassenkollegen getötet, 13-jährige Jugendlichen und auch einen Polizisten. Unglaublich. Und das ganze Land ist noch immer unter Schock. Er hat diese Aktion wochenlang geplant. Aber ein anderes 13-jähriges Mädchen stellt sich hin und versucht mit ihm zu reden, mit seinem Mitschüler, der die Waffe in der Hand hat, und währenddessen können kleinere davonlaufen und sich in die Sicherheit bringen. Das 13-jährige Mädchen rettete Leben von vielen und wird selbst da getötet. Was für ein Herz und Mut, was für eine Heilige. Gott schickt immer solche Leute, jung und alt, weil er uns Maria gegeben hat. Liebe Schwestern und Brüder, haben Sie Mut, zur Hauptstadt des Friedens zu werden, indem Sie in Ihrem tagtäglichen Gehen einfach tun, was Sie bei Maria gelernt haben. Hinschauen, wenn viele wegschauen. Hinhören, wenn alle oder viele weghören. Töchter und Söhne des guten Miteinanders sind, nicht weil es leicht und schön ist, sondern weil sie verstanden haben, dass es der einzige Weg des Friedens und des Lebens in Fülle ist. Zu diesem Weg bitte ich für Sie und Ihre Stadt den Schutz der Jungfrau, Gottesmutter Maria. Möge Maria Sie mit ihrer Liebe umarmen und in die Welt senden. Amen. Am Namen vom Pap, a vom Jean, a vom Heilige Geist. Amen. Heilige Maria, Gottesmann, Trägerin am Lied, mit dem ganzen Lützeburger Volk will nicht die Schauder beneids, an meinem eigenen Namen und am Namen von meinen Nachfolger, zu unserer Schutzpatronisch, der beim Herrgott für uns antritt. Wir holen uns fest für, dich immer als solch unzuerkennen und zu verehren. So froh wir dich, dass du uns alle nach deinem besonderen Schutz hältst. Stadt der Land Lützeburg, als lebt Herrscherhaus, als Lützeburger Kirche, als ganz Volk, das deint als für immer an dein Welt bleiben. Lebt Trägerin,
Steh eis bei mit engem Trost, wenn wir a Gefahr sind, a schwer vom Leben geprägt gehen. A verlos eis nicht an der Stunde von eisem Tod. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unsere Nöte, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohn, stell uns deinem lieben Sohne vor. Jungfrau Mutter, heut aufs Neu, schwören wir dir heilgetreu, flehen zu dir, Maria, wir, flehen zu dir, Maria, wir. Mutter Jesu des Geliebten, süße Trösterin der Betrübten, bitte, bitte, bete Gott für uns, spende Heil, Maria mild, deinem Volk am Gnadenbild. Bitte, bitte, bete Gott für uns. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ob die Vierspruch von Maria als Patronisch an Trägerin am Lied, vertrauen wir dem Herrgott als Ulais un. Wir beten für eis ganz Kirch, die sich mitten an der wichtigen Phase von ihrer synodaler Demarche befindet. Dass sie mit Elan an einer missionarischen Vision an Zukunft geht, als sich von der Wahrheit vom Evangelium, der kirchlichen Tradition an der Lebt leiden lässt. Herrgott, Herr Eis. Herrgott, Herr Eis. Nous prions pour le pape François et ses collaborateurs les plus proches, cardinaux, évêques, hommes et femmes engagés à guider et accompagner le peuple de Dieu vers des temps et des espaces nouveaux.
Que ton Esprit Saint souffle sur notre Église en marche et encourage chacun sur le chemin de la synodalité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Wir beten für eis großherzoglich Familie, wie auch für all verantwortlich an der Politik von eisem Land, von Europa, an der Welt. Das Wohl von allen Menschen an den Schutz von Leben, an Umwelt, hier erbicht, an Entscheidungen motiviert. Herrgott, Herr Eis. Herrgott, euer Reis. Wir beten für die Menschen durch die Welt, die durch Katastrophen, Terror oder Krieg, hab a gut, heimicht, an Heim verloren. Für die Eltern, die nicht für die Essen haben, für ihre Kinder. Dat Politik a Gesellschaft nur Lesungen sicht, die es alle Menschen erlaubt, würdig zu leben. Herrgott, Herr Eis. Herrgott, euer Reis. Nous te prions pour les personnes accidentées, malades et mourantes, pour tous les hommes et femmes qui se sentent seuls et abandonnés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil et viennent de perdre un être cher. Que la consolatrice des affligés leur rende visite au cœur de leur douleur et de leur peine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Gute Papa im Himmel, ob d'Wiespruch von der Trächterin bieten wir dich. Bleib bei uns mit deiner Leib Gnot, an erheie eis Uleies, dat froh wir dich durch Christus, als Bruder an Herr. Amen. Lord.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, fais que nos offrandes deviennent, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre condition humaine. Par ce sacrement qu'il nous rend participants à sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, patronne du Luxembourg, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quod occasum, oblatio munda offeratur nomini tu. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda de tulimus, eodem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, eius mandato hac mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, quid pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitur Domine, eiustem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in coelum, sed et presto lantes alterum eius adventum. Offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam, cuius voluis stimulatione placari, concede ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. May he make of us an everlasting offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, en la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Claude, son auxiliaire Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde,
Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, secundum nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Louons le Seigneur notre Dieu. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Alléluia.
Prions encore. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'unir nos souffrances à celles du Christ, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, et de recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Eerste Segen gehen ich aber noch ganz gern der Oktavpredigerin von diesem Jahr Merci sagen. René, du hast an die Herzen von den Leuten geschwärzt. Ein ganz, ganz grosser Merci. Komm mal auf, wenn ich geliebt. Hier soir, Monseigneur Lucio a présidé le pèlerinage portugais à la cathédrale et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son ordination sacerdotale. Tous nos vœux, auguri. Et maintenant, demandons que Dieu nous donne tous sa bénédiction abondante, l'expression de son amour, pour que nous puissions devenir bénédiction pour les autres. Dominus vobiscum. Se nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. O